Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal kommen wir zum Hinrundenfazit oder halben Hinrunde, weil 15. Spieltag. In der Bundesliga, Champions League, Pokal, also was können wir festhalten? Ich würde sagen, pass auf. Da ist der Kicker gerade down. Der Kicker ist down. Dann gehen wir mal auf die Bayern-Seite, aber bis die da mal die aktuelle Tabelle haben, ist auch Weihnachten, glaube ich. Aber ich guck mal hier. Ja gut. Und war noch als Spielen eingetragen, aber spielt ja keine Rolle. Gut. Ich würde sagen, kommen wir erstmal zum Sportlichen. Ja. Was soll man sagen? Wir haben 15 Spiele gesehen, wir haben 10 Siege, 4 Unentschieden, eine Niederlage. Die Niederlage war in Augsburg. Völlig unnötig, ja, obwohl das mit unser schwächstes Spiel war. Die 4 Unentschieden, da war auch nicht eins von, wo man, ja doch, in Union vielleicht. In Union könnte man sagen, das war verdient. Alles andere hatten wir auch die mehrfachen Chancen gegen Gladbach. Glaube ich, das unverdienteste Unentschieden. Ja, aber wir haben, oder ich habe viel gemeckert auf sehr hohem Niveau, wenn man sich das jetzt anschaut. Weil wir haben zumindest aktuell 6 Punkte. Vor dem zweiten, gut, Union und Freiburg spielen natürlich noch gegeneinander. Da könnten auch natürlich nochmal einer auf 30 kommen, dann sind es so 4 Punkte, aber vielleicht spielen die unentschieden gegeneinander, dann bleibt es so. Ist am Ende des Tages auch wurscht, ob wir 4 oder 6 Punkte Vorsprung haben. Wir haben auf jeden Fall einen Vorsprung. Ja, wobei wir natürlich auch noch schwierige Spiele haben in der Hinrunde. Da müsste noch Leipzig und Frankfurt, glaube ich, warten, ne? Wartet. Ja, 16. Spieltag. Ja gut, 17. ist Köln, dann ist gegen Frankfurt wird dann der 18. Okay, fehlt noch das Spiel gegen Leipzig. Ja, dann kann es natürlich schon wieder spannend werden, ne? Das weiß man nicht. Je nachdem, wer wie aus der WM kommt von den Spieler her. Ansonsten wird generell die Rückrunde spannend werden. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, da werden einige Mannschaften riesige Vorteile haben. Wenn man sich das heute mal angehört hat, von Schalke fährt ein Spieler zur WM. Einer. Innenverteidiger Ushida für Japan. Ansonsten können die jetzt bis zum 20.01. Sich ausruhen, Vorbereitung machen. Ja, bei uns. Nö. Und das ist ja nicht nur bei uns so. Das wird in Dortmund, in Frankfurt. Gut, Frankfurt weiß ich jetzt gar nicht. Aber Dortmund oder sowas wird es halt auch nicht anders aussehen. Ne? Da können einige Überraschungen in der Rückrunde dann kommen. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Da können echt Vereine, die sonst eher vom Leistungsniveau nicht ganz so hoch sind, oder ich weiß gar nicht, wie es in Freiburg aussieht, ob die viele WM-Fahrer haben. Die könnten dann auch nochmal einen richtigen Schub kriegen. Da könnten auch mal einiges durcheinander gewürfelt werden in der Rückrunde. Ne? Aber darum soll es jetzt in dem Video gar nicht gehen. Also unsere Leistung in der Bundesliga ist, gibt nichts dran zu meckern. Ja, die 4 Unentschieden, davon waren 3 unglücklich. Die Niederlage war auch unglücklich, aber so ist Fußball halt einfach, ja. Und man muss sagen, bis zu den letzten 2 Spieltagen war es super spannend, aus unserer Sicht, ja. Wenn du das jetzt so anguckst, ist es dann schon wieder langweilig mit 6 Punkten und 25 Toren Vorsprung vom zweiten. Also von daher, worüber beschweren wir uns, ja. Wir haben 13 Gegentore in 15 Spielen, wir haben 49 geschossen. Das heißt, wenn der Trend so weitergeht, knacken wir die 100 wieder am Ende der Saison. Also da gibt es gar nichts zu mosern, wa? Und ich meine, wenn wir jetzt hier auf Champions League umschalten. Warte. Hochscrollen. Ja, da gibt es ja gar nichts zu mosern. Was sollen wir da mosern? 6 Spiele, 6 Siege, 18:2 Tore in der Gruppe mit Inter und Barca. Ja. Da gab es sowieso nichts zu meckern. Also rein sportlich, leistungstechnisch gesehen, gibt es nichts zu meckern an unserem Team. Erst recht nicht, wenn man sich die Fülle der Spiele anschaut, ja. Ich meine, guckt euch Dortmund an, die ja angeblich vor der Saison den ausgeglicheneren Kader hatten wie wir. Ne? Ja, sind jetzt 9 Punkte hinter uns.
Muss ich keine weiteren Argumente bringen, oder? Was das anbelangt, denke ich. Gut. Gehen wir die Spieler mal ein bisschen durch. Ich danke sportlich. Ja. Wir haben echt, oder ich habe echt auf sehr, sehr hohem Niveau gemosert. Wir haben eine Niederlage, 4 Unentschieden. Sonst haben wir nur Sieger eingefahren. Ja, Champions League 6, Pokal sind wir weiter. Also, das war halt wirklich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Eigentlich darf man da gar nicht meckern. Machen wir uns nicht vor, ne? Aber ich beurteile ja immer nur das einzelne Spiel. Und da kann man dann schon mal Kritik äußern. Aber am Ende des Tages, wenn man die Erfolge sich anschaut, gibt es nichts zu mosern. Punkt. So, gehen wir mal die Spieler durch. Angefangen mit Manu. Bei Manu brauchen wir uns jetzt gar nicht irgendwie groß Statistiken angucken. Da gibt es nicht so viel zu sehen. Nehmen wir die letzte Saison. Aber was ganz geil ist, wer das noch nicht kennt auf der Bayern-Seite, ihr könnt euch halt die Statistiken von jedem Spieler aus jeder Saison reinziehen. Ne? Das ist schon ganz interessant. Wir sehen 18 Einsätze, 7:0, gespielte Minuten, Auswechslung, 2 gelbe Karten, ein. Also Manu würde ich bei einer stabilen 3, eine gute 3 sehen. Ne? Eine gute 3 würde ich sagen, ja. Ja, doch. Ich gehe gerade noch mal im Kopf irgendwie ein bisschen durch, aber jetzt ein mega überausragende Paraden waren aber auch nicht nötig. Ja, muss man ja fairerweise auch sagen. Gut gegen Barca, ja. Da war er wirklich stark. Das muss man sagen. Champions League. Ja. Ja, er war schon gut. Er war schon gut. Komm, wir geben ihm eine 2. Er war schon gut. Ende des Tages muss man sagen, ist schon eine Note 2. Ulle, ja. Ulle hat ein paar Spiele gehabt. Ulle hat für seine Verhältnisse sehr gut gemacht, würde ich sagen. Wenn wir uns hier jetzt die Saison angucken. What the hell? Der Ulle denn 10 Einsätze gehabt, Alter. 10 Einsätze? Immer. Hä? Spielt da noch die letzte Saison mit rein? Oder was zählen die hier? Oder bin ich jetzt durch? 10 Einsätze? Warte mal. Wartet mal. Kann ich das hier auch nochmal nachchecken? Statistik. Was? Okay. Stehen 9, ey. 9 mal Startelf. Das ist doch hier verkehrt. Bin ich jetzt Banane oder was? Was zählt denn da jetzt alles mit rein? Also 6 Champions League Spiele, 15 in der Liga, 21. 2 Pokalspiele, oder? Erste und zweite Runde war doch nur, oder? Erste und zweite Runde, ja, dann wahrscheinlich noch Supercup. Keine Ahnung, was sonst noch war. Ja, Respekt, Alter. Habe ich jetzt so jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Sag ich euch ganz ehrlich. Naja, gut zu wissen. Der Ulla hat es gut gemacht. Ja, muss man ganz klar mal sagen. Er hat einen Elfer gehalten. Muss man auch mal sagen. Gut, 2 Anwechslungen hat er hier noch stehen. I don't know. Kann ich doch nicht. Naja gut, lassen wir die Daten mal die Daten sein. Also für Ulle, für seine Verhältnisse, auch guck mal hier schön mit Bändchen. Das ist aber jetzt nicht direkt nach dem Training und hier Ehering auch noch an und so. Ja. Ne, Ulle hat es gut gemacht. Ulle will ich eine gute 3 geben. Ja, hat den einen Lapsus drin gehabt, aber ich sag ja, für einen Torwart, der nicht spielt, der kaum spielt, dann so reinzukommen, ist halt auch schwierig. Ne? Ja, Johannes Schenk können wir gar nichts zu sagen. Sind wir bei Upa angekommen. Upa habe ich hier schon aufgemacht. 25 Einsätze. Eine Einwechslung, 8 Auswechslungen. 2 gelbe Karten. Leider haben wir hier nicht mehr Werte. Wir können da mal hier drüben rüber switchen. Ob wir hier vielleicht ein bisschen Zweikampfquote haben. Beim Kicker haben wir das alles. Aber Kicker möchte gar nicht so.
Und ich muss mal die Töne ausmachen. So. So, was haben wir? Startelfquote, Kartenquote, Torbeteiligung. Hier haben wir leider auch keine Zweikampfquote. Das wäre eigentlich so das Einzige, was mich irgendwie noch interessieren würde. Gut, dann können wir auch hier bei den Statistiken einfach bleiben. Upper für mich bärenstark. Upper eine ganz, ganz klare 2 für mich. Ja? Also wirklich bärenstark, der stabilste Innenverteidiger vom Anfang bis zum Ende. Ja? Ich habe nicht eine Schwächephase mal groß gesehen. Ja, er hat nochmal 1, 2 Fehler drin gehabt. Ich weiß gar nicht, in welchen Spielen das war. Aber das war es auch, ja. Super bärenstark konstant. Also da gibt es gar nichts zu meckern in meinen Augen. Matthias de Ligt. Fand ich, hat es auch gut gemacht. Hat am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, hat man gesehen. Ja, kam aber super rein. Hat trotz allem 20 Einsätze, ja. 2 Tore auch immerhin. Auch eher bärenstark, wie ich fand, ja. Klar, am Anfang super schwer gehabt, weil Hernandez einfach Maschine war neben Upper. Ja, also da wäre da nicht irgendwie eine Verletzung gekommen, wäre das ganz, ganz schwer geworden für die Ligt. Weil er gar nicht so die Spielzeit sehr wahrscheinlich bekommen hätte. Ja. Es sei denn, Fonsi hätte sich noch irgendwie verletzt, dass Lukas hätte ausweichen müssen. So haben wir 3 starke Innenverteidiger, die auch in Form sind, weil Luki ist nach seiner Verletzung, ja, sieht man auch nicht, dass das irgendwie Schwierigkeiten hätte, wieder reinzukommen oder sonst was, ja. Hat 13 Einsätze, ein Tor, eine Torvorlage. Ja, für mich auch gerade der Start super bärenstark mit Upper, das Duo gebildet. Würde ich auch bei einer Note 2 sehen. De Ligt würde ich bei einer, ja, würden wir jetzt nur die letzten Spiele bewerten, würde ich auch sagen, eine 2, so gehe ich auf eine 3. Ja, hat halt schon Startschwierigkeiten gehabt und so weiter, das darf man nicht vergessen, aber auch jetzt so die letzten Spiele bärenstark einfach. Benji würde ich auch bei einer, ja, sehe ich so zwischen 2 und 3. Ja, also schlechter war er auch nicht. Auch er hat 23 Einsätze. Also ich denke, wir werden das auch gleich noch ein bisschen weiter sehen. Also es sind schon viele Spieler auf ihre Einsätze gekommen. Ja. Und da dann dieses Rumgeheule immer muss man nicht ganz so verstehen. Ne? 4 Tore immerhin, ja. Hat einen sehr, sehr starken rechten Verteidiger am Anfang der Saison gespielt. Ja. Jetzt spielt er einen soliden Innenverteidiger aktuell. Ja, die Pfanne passt aber auch echt dazu. Ja, ich glaube, wir nehmen ihn auch zu einer 2 mit rein, wa? Würde ich schon sagen. War auch sehr, sehr verlässlich. Er hatte mal ein paar Wackler drin, aber wenn wir das jetzt mit dem Upa vergleichen, nee, dann können wir nicht. Ich mache Benji auch auf eine 3. Auf eine gute 3. Aber ich kann ihn jetzt nicht mit dem Upa und mit dem Luki auf eine Stufe stellen. Das geht nicht. Gunnar können wir schnell abhandeln, brauchen wir mal gar nicht bewerten, hat nicht stattgefunden. Fonsi. Ja, Fonsi hat viel Licht und viel Schatten gehabt. Muss man mal ganz klar so sagen. 21 Einsätze, ein Tor. Vorlagen 4. Ja. Würde ich bei einer 3 sehen. Ja, teilweise war es schon schwach. Teilweise war es bärenstark. Hat mir so ein bisschen die Konstanz gefehlt im Großen und Ganzen. Daher aber schlechter wie eine 3 natürlich auch nicht. Da müssen wir nicht drüber reden. Dasselbe bei Mazrui sehe ich ganz genauso wie Fonsi. Wobei er jetzt nicht so unkonstant war wie Fonsi, sondern er hat es ähnlich wie De Ligt schwer gehabt, am Anfang überhaupt in den Kader zu kommen. Und dann jetzt, wo er im Kader ist, bärenstark einfach, ja. Super ballsicher, verliert ganz wenig Bälle, spielt super Ball nach vorne, ist auch vorne und hinten zu finden. Also, ja, für mich, 3 Vorlagen hat er auch, für mich bärenstarker Neuzugang. Ja. Und für mich hat er auf der rechten Verteidigerposition auf jeden Fall die Nase vorm Benji. Ohne Zweifel. Würde ich daher auch bei einer 3 sehen. Ja. Stunny, der ist schön, ein schöner Mann ist das auch nicht, ey. Aber über Geschmack lässt sich ja streiten. Ne? Stunny jetzt natürlich schwierig, ja, aber wie man sieht, hat er trotzdem immerhin 14 Einsätze bei 25 Spielen. Gut, jetzt nur 529 Minuten, aber ich denke, ja, für seine Verhältnisse ist das okay. Ja, wenn er reinkommt, ist er zuverlässig, mal abgesehen von dem Spiel gegen Dortmund. Aber da muss man fairerweise auch sagen,
kannst ihn nicht gegen so schnelle Spieler stellen. Und dann schon gar nicht auf der linken Seite. Das ist halt nun mal nicht seine Pose, ja. Das war klar, dass das nicht gut geht. Da kann man den Jungen gar keinen Vorwurf machen, in meinen Augen. Daher würde ich Stanley sagen, ja, auch eine 3. Man darf natürlich jetzt nicht die 3 mit dem Benji vergleichen zum Beispiel. Das ist natürlich hier eine andere 3 mit seinen paar Einsätzen, die er hatte. Aber meckert nicht, ist nicht zu hören. Wenn er kommt, reißt er sich den Arsch auf. Das muss man halt auch mal honorieren, ne? Und ja, so eine Leute brauchst du hinten dran einfach, ne? Und wie gesagt, bis auf das Spiel gegen Dortmund hat er sich keine großen Lapsusse geleistet. Hat teilweise sogar 1, 2 richtig gute Spiele noch gemacht, wo er reinkam. Also von daher sehe ich ihn auch bei einer 3. Mittelfeld, ja. Auch interessant, dass Musiala nicht zum Mittelfeld zählt oder Sané oder so. Aber gut. Ich sage jetzt mal defensives Mittelfeld. Joshua. Josh. Josh hat, muss die meisten Spielminuten definitiv haben, jawohl. 2100. Hat nicht eine. Hat er überhaupt ein Spiel verpasst? War er mal irgendwie verletzt oder so? Hat er Corona gehabt? Ich glaube nicht, oder? I don't know. Tore 3, Vorlagen 6. Ja doch, zweimal ein und zweimal ausgewechselt. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ach doch, genau. Ja, doch, jetzt kommt es wieder. Dingens saß er ja auf der Bank. Ja, richtig. Stimmt, ihr habt recht, Leute. Kimmich, können wir kurz und schmerzlos machen. Kimmich Note 2. Ja. Ja, so ein richtiger Sechser hat er auch nicht Bock drauf irgendwie. Haben wir teilweise gesehen diese Saison. Teilweise hat er es aber dann auch die richtige Ansage gekriegt, hat es dann gut gespielt. Ich glaube, gegen Barca war es zum Beispiel so, wo er ein bisschen tiefer war. Welches Spiel war das denn? Vor Schalke? Man wird halt alt, ey. Gegen Hertha war das, genau. Gegen Hertha, wo ich ihn so gelobt habe. Und zu Recht. Ja, ohne Kimmich hätten wir das Spiel da nicht gewonnen. Und ich denke, man hat heute auch den Unterschied gesehen zwischen Kimmich und Goretzka. Ja. Heute perfekt das Spiel dafür, ja, gegen Schalke. Goretzka kann die Rolle von Kimmich nicht spielen. Definitiv. Dafür hat er gar nicht die Genauigkeit im Pass, hat gar nicht die Ruhe auf der Position. Ja, man meckert immer viel über Kimmich, aber teilweise hat auch zu Recht, gerade am Anfang der Saison hat er sich super schwer getan, wenn er unter Druck gesetzt wurde. Das war jetzt die letzten Wochen bärenstark. Ja, das muss man einfach mal sagen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir anders spielen, ja, dass wenn er angelaufen wird, weiß er aber auch, er kann den Ball tropfen lassen nach hinten, dann kriegt er direkt den Querpass, er läuft direkt. Teilweise, wenn er unter Druck gesetzt wird, spielt er einfach durch die 2, 3 Spieler, die ihn anlaufen, einfach auf den Mittelkreis den Ball. Er weiß, da kommt ein Choupo rausgelaufen, nimmt den Ball an. Oder da kommt ein Musiala oder sonst wer. Das war vorher halt auch nicht. Er wurde halt dann teilweise auch alleine gelassen. Das muss man fairerweise auch sagen. Dann hieß es immer hier, Josh kriegt den Ball und wir anderen haben so mit dem Aufbau gar nichts zu tun, was jetzt Innenverteidigung und sowas angeht. Das ist sehr, sehr viel besser geworden und dadurch ist auch Kimmich besser geworden, definitiv. Ansonsten ist er unser Aufbauspieler. Punkt. Ja, er ist aber für mich einfach kein richtiger Sechser, wobei er es, wenn er sich zusammenreißt, gut spielen kann, wie wir gesehen haben. Und ich denke, das wird auch gerade gegen Paris nötig sein. Ja. Da wird ein Kimmich den defensiven Part oder er muss einen Sabitzer an die Seite gestellt kriegen, dass ein Sabi den defensiven Part übernimmt. Wenn er mit dem Leon spielt oder mit dem Gravenberch, man weiß ja nicht, kann ja sein, dass sich jemand verletzt, wer weiß. Wir wissen es ja alle noch, ist noch ewig weit hin. Aber ja, da muss er sich auf jeden Fall zusammenreißen, wenn er die einzige 6 ist. Ja, dass das kann, haben wir gesehen. Und ja, ich denke, da ist alles gesagt für mich. Note 2. Leon, können wir uns ja auch mal angucken. Hat er jetzt nicht so viele Spiele gemacht. Boah, guck mal, immerhin auch 18 Einsätze von 25. Also so wenig auch nicht. Aber klar, ihr seht gerade mal die Hälfte der Spielzeit vom Kimmich. 6 Tore, 4 Vorlagen ist eine gute Statistik. Habe ich jetzt gar nicht beim Kimmich drauf geachtet. Können wir uns ja nochmal reinziehen.
Drei Tore, 6 Vorlagen, ja. Wäre jetzt für einen Sechser eine bärenstarke Auswertung, ist er aber natürlich nicht. Ne? Also zumindest bei uns nicht. Wir spielen ja nicht so wirklich mit einem richtigen Sechser. Oder relativ selten, sagen wir es mal so. Auch wenn das auf dem Papier sein soll. Leon, 6 Tore, 4 Vorlagen, ist auch ein starker Wert für die Posi, die er spielt. Trotzdem war er letzte Saison für mich stärker. Hat es natürlich schwierig gehabt durch Verletzungen hin und her. Ich glaube einfach ein bisschen zu ehrgeizig wegen Hinblick auf die WM. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, er wird wieder ein bisschen lockerer, wenn die WM rum ist und die Spieler zurückkommen. Ich hoffe, er kriegt ein bisschen mehr diese Lockerheit. Ja, die fehlt ihm komplett. Weiß ich nicht. Er kommt auf den Platz immer rüber. Er muss unbedingt liefern, irgendwie vom Ehrgeiz besessen. Ich weiß nicht, ob er nicht klarkommt, dass ein Sabitzer so stark war und dass noch ein Gravenberch da ist, der genau ein 1:1 Ersatz sein kann. Ja, weiß ich nicht. Ein Gravenberch fährt nicht zur WM. Ja, ich meine, wenn der Gravenberch jetzt nochmal in sich geht, sein Ski findet und die Zeit voll ausnutzt, dann wird das sehr, sehr spannend werden, wenn die Jungs wiederkommen. Also, bin sehr gespannt. Wir werden sehen, wohin die Reise geht von Rhein, wenn er da echt privat irgendwie Gas gibt und mental Gas gibt und das irgendwie verpackt gut, kann er sehr, sehr wichtig werden für uns in der Rückrunde. Leon wühlt sich beinahe. Ja, nehmen wir die Statistiken mit rein, dann müssen wir ihn bald auch bei einer 3 sehen, ne? Aber auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Luft nach oben, ey. Muss man mal ganz klar so sagen. Sabi, für mich auch eine sehr, sehr positive Überraschung. Ich habe ihn ja vor der Saison abgeschrieben gehabt. Ich habe gesagt, du kannst ja verkaufen. Ich habe aber auch gesagt, wenn wir einen Leimer verpflichten, dann aber auch nur, wenn Sabi geht. 25 Einsätze, 2 Tore, 1 Vorlagen. Hat natürlich ein paar mehr Einsätze. Ihr seht, von den Minuten her hat er jetzt auch nicht viel mehr wie ein Leon. War für mich aber von beiden, trotz der wenigeren Tore und Vorlagen, der auffälligere von beiden. Vor allen Dingen auch der konstantere. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass er mehr den defensiveren Part nimmt. Ist halt schwierig, die beiden direkt zu vergleichen, finde ich, weil Leon, wir haben es heute gesehen, den Part einfach gar nicht kann. Beherrscht er einfach gar nicht. Ne? Deswegen schwierig. Sabi hat es für mich gut gemacht. Ich würde ihn aber auch bei einer 3 sehen, aber bei einer guten 3. Ja, Paul Wanner können wir nicht beurteilen, die paar Minuten, die er gekriegt hat. Rhein dasselbe. Rhein hat einen schweren Stand gehabt, das werden wir jetzt auch sehen an den Daten. Ja, 598 Minuten ist natürlich nichts. Ne? 19 Einsätze, ja, immer irgendwie für 10, 15 Minuten oder was. Trotzdem ein Tor, 2 Vorlagen. Ja, natürlich schwierig, aber man kann natürlich auch nicht sagen, er hätte keine Einsätze gekriegt. Ne? Aber natürlich schwierig, gerade wenn du nicht so der Typ Einwechselspieler bist. Schwierig, sich da zu zeigen. Teilweise hat er es gut gemacht, teilweise hat er es schlecht gemacht. Wird sehr interessant zu sehen sein, sage ich ja, wie die Rückrunde. Da hat er einen Vorteil, wenn er den nutzt. Weil die Jungs, je nachdem, erstmal, ob es erfolgreich wird, nicht erfolgreich wird, wirkt sich auf die Psyche aus. Ich denke, man wird von der Psyche her sehr müde sein nach der WM. Keine Ahnung. Wird interessant zu sehen sein. Das ist auf jeden Fall nochmal das Ding, wo er seine Chance nutzen kann. Ansonsten sollte er den Kopf nicht hängen lassen. Wir haben das beste Beispiel des Sabitzer, der letzte Saison unterirdisch schlecht war. So schlecht sehe ich einen Gravenberch jetzt nicht. Hat noch alle Möglichkeiten, ja, für die neue Saison in meinen Augen. Note, schwierig. Schwierig. Also eine 3 wir können ihn nicht gleichstellen mit den 3 oder den 2. Müssen wir schon bei einer sehr, sehr schlechten 3 dann sehen oder vielleicht bei einer 4 ausreichend. Wo ich ihm jetzt aber gar nicht unbedingt die Schuld geben würde. Er hätte halt einfach starke Konkurrenz gehabt. Ne? Wenn das ein Sabitzer so auftrumpft, ja. Shit happens, ne? Und dann kommt Leon wieder und Leon, ja. Den hat man jetzt halt gepusht. Hätte ich mir beim Gravenberch halt auch mal gewünscht, irgendwie ihm zu sagen, wir ziehen immer 2, 3 Spiele durch, was wir beim Leon definitiv getan haben, müssen wir ganz klar mal so sagen. Aber ja, ich verstehe auch irgendwo das Argument, dass man sagt, ja, der hat schon so viel Verdienste für den FC Bayern und den geben wir die Zeit, so wie man es jetzt auch beim King gemacht hat. Kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ich frage mich dann aber immer, warum kauft man den Spieler? Das war selber wie mit Renato Sanchez. Den hat man damals für 35 Millionen gekauft.
und hat ihn auch auf der Bank versauern lassen. Ja? Und wenn man ihm das Vertrauen gibt und die Spielzeit gibt, hat man dann gesehen, wo er nach Lyon gegangen ist, bärenstark. Ja? Weiß ich nicht. Finde ich schwierig, diese Ansätze. Und deswegen fand ich auch heute, um da nochmal drauf zurückzukommen, so die Reaktion vom Leon scheiße und auch die ganze Zeit die Reaktion. Wenn er nicht gespielt hat von Anfang an oder wenn er zur Halbzeit ausgewechselt wurde, immer diese abwertenden Reaktionen, Alter. Ganz ehrlich, das ist eine Mannschaft. Die Mannschaft besteht nicht aus 11 Spielern, die jedes Spiel zu spielen haben. Abgesehen vom Josh, ja, bei dem ist das so. Warum auch immer, ist ein Stein in irgendwelche Meißeln auf dem Berg von Joa eingemeißelt worden. Ja, wir haben gleich starke Spieler und da musst du den Spielern halt, zack, hier, jetzt spielst du eine Halbzeit und dann gehst du raus. Fertig. Ja, gerade nach der WM wird das super wichtig werden. Ich bin sehr gespannt, ob es dann so durchgezogen wird. Die Möglichkeit ist da. Ja, man muss nicht sagen, ja, wir spielen jetzt ein Spiel mit der Aufstellung, nächste, nee, aber dann wechselt er doch zur Halbzeit aus. Wo ist denn das Problem? Ich meine, wenn er eine bärenstarke Leistung bringt, wenn er die 60 Minuten bringt, ja super, dann lassen ihn noch raus. Das hat man beim Goretzka so oft gesehen. Er hat wirklich 60 gute Minuten gehabt. Danach ist er vorne stehen geblieben, am anderen 16er. Alto Belli, was soll das? Ja, platt. Ja, dann nehmen ihn da raus. 60 Minuten raus, fertig, weg. Muss man nicht durchziehen, wenn er keine Puste mehr hat. Also da muss ein bisschen mehr Zug rein. Da kann der Leon jetzt nichts für, ne? Nicht falsch verstehen. Aber seine Reaktion halt einfach, wenn er ausgewechselt wird, das geht nicht. Ja, das kann er zu Hause im stillen Kämmerchen machen oder meinetwegen in der Kabine. Aber das ist für mich absolut respektlos seinen Mitspielern gegenüber. Weil wenn da ein Sabi reinkommt oder auch wenn da ein Rhein reinkommt, bin ich das schon traurig, da so zu reagieren. Das macht man nicht. Gut, das dazu. Angriff. Angriff, da Noten zu finden. Alto Belli. Gut, fangen wir an mit dem Serge. Mein Liebling da vorne. Zack. Die Statistiken sollten sogar sehr, sehr gut aussehen mittlerweile. 25 Einsätze, 11 Tore, 10 Vorlagen. Gespielte Minuten 1445. 8 Einwechslungen, 10 Auswechslungen. Ja, wenn du dir nur die Werte anguckst, eigentlich Note 2. Ja, definitiv. Kann ich ihm leider nicht geben. Ich muss ihm eine 3 geben. Warum? Der Anfang war okay, die ersten 4 Spiele. Dann sind wir ja generell in so ein kleines Loch gefallen. Und Gnabry ist, wo wir so ein kleines Loch gefallen sind, ist Gnabry durch den Boden, durch die Hölle in die Unterwelt gefallen. Und brauchte halt jetzt bis so die letzten 2-3 Wochen, um da wieder rauszukommen. Dann war er bärenstark. Wie gesagt, ich hoffe, er kommt die WM gut über die Runden, bringt die Form wieder mit zurück. Dann ist er einfach eine Granate. Ja, das haben wir die letzten Spiele gesehen. Aber er hat so eine harte Durststrecke gehabt, den können wir jetzt nicht auf eine 2 setzen. Ja, auch wenn die Werte halt echt in Ordnung sind von den Toren her. Ja, sehe ich bei einer 3. Leroy, Alto Belli, das ist auch kein Foto, was irgendwie von Vorteil für dich ist. Wir leider auch so sagen. Leroy Einsätze, 21 Tore, 10, Vorlagen 5. Spielzeit ungefähr dasselbe, ne? Ja, Leroy war auch durchwachsen, muss man fairerweise sagen. Trotz allem aber ein bisschen konstanter oder schon viel mehr konstanter wie ein Gnabry war. Von daher sehe ich ihm schon klar vorm Gnabry. Wenn wir jetzt so durchgucken, ja, ist das alles ungefähr so ein Level, würde ich sagen. Mal abgesehen von Musiala. Ich hau den Leroy mal auf eine schlechte 2. Ne? Ja, mache ich auch. Ein King, können wir uns auch angucken, eben die Statistiken, das ist ja vielleicht ganz interessant. So viel Spielzeit hat er jetzt auch nicht gehabt. Mit 870 Minuten und 16 Einsätze, ein Tor, 5 Vorlagen. Ja, da kannst du auch noch sagen, die Werte sind okay von den Statistiken her. King hat mir nicht gut gefallen bisher. Ja, wie gesagt, heute war so das erste Spiel, wo Aufwärtstrend da war für mich. Hat er mir gut gefallen. Hatte sonst 1, 2 gute Spiele. Aber jetzt gerade so die letzten Spiele, ganz, ganz schwierig. Ja? Ganz, ganz schwierig. Sehe ich bei einer schlechten 3. Ja? Eine 4 kannst du ihm jetzt auch nicht geben. Also ich sehe ihn bei einer schlechten 3. Schuppo für mich
ja, eine der weiteren Überraschungen. Der positiven sehr, sehr positiven Überraschungen. 16 Einsätze, 11 Tore, 3 Vorlagen, 853 Minuten. Kann man mal machen. Ne? Kann man mal machen bei der wenigen Spielzeit. Gerade die letzten Spiele hat er gezeigt, ja, was ein spielerischer Stürmer wert ist da vorne. Ja? Und wir haben unser Spiel natürlich auch ein bisschen umgestellt, wie ich vorhin schon erzählt habe, mit dem Kimmich und so weiter. Das tut den Kimmich auch gut. Ja, Schuppo müssen wir bei einer klaren 2 sehen, auch wenn er so wenig Spielzeit hatte und so viel am Anfang gar nicht erst da war. Da konnte er jetzt relativ wenig für, dass er verletzt war. Ja, aber super stark. Ich bin sehr gespannt, ob er auch irgendwie die Form mitbringt und halten kann. Wird sehr, sehr interessant werden. Ja, sehr, sehr positiv überrascht. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Sadio Mané, muss man fairerweise sagen, ich denke, haben wir uns alle ein bisschen mehr von erwartet, obwohl seine Werte, wie wir sehen, wirklich gut sind mit 12 Toren und 5 Vorlagen. Spielzeit ist auch okay. Ja, ich sehe ihn jetzt nicht so schlecht, wie andere ihn gesehen haben bei uns. Ich fand ihn schon stark. Aber man hat sich nochmal so ein bisschen mehr erhofft von so einem, in Anführungsstrichen, Weltstar. Aber ich denke, für die erste Hinserie bei uns ist das gut. Er muss auch erstmal ankommen, ist auch immer schwierig, so ein neuer Verein und alles neu, alles anders. Ich denke, wir werden noch sehr viel Freude am Mané haben. Und ja, wenn wir das hier sehen, für 3 Positionen da vorne, die zu bekleiden sind, ist das schon echt brachial. Note würde ich eine gute 3 geben. Ja, ja, eine gute 3. Denke ich, sind wir ganz gut mit dabei. Müller, ja, Müller wird schwierig. I don't know, wie ich das bewerten soll. Statistiken können wir uns ja auch mal angucken. Sogar 200 Minuten mehr Spielzeit wie Schuppo. 4 Tore, 6 Vorlagen, 17 Einsätze. Ja, Müller ist Müller. Müller macht die Sachen, die kein anderer macht. Ja. Steht da, wo auch kein anderer steht. War aber teilweise auch richtig schlecht. Ja. Teilweise, ich habe es in 3, 4 Talks gesagt, teilweise echt überfordert mit unserem Kombinationsspiel vorne. Teilweise viel Fehlpässe, keine Zweikämpfe gewonnen. Teilweise aber auch sehr stark vorne, gerade was das Pressing-Verhalten anbelangt und das Läuferische. Für mich ganz, ganz schwer zu beurteilen, ey. Ohne da jetzt irgendeinen Fehler machen zu wollen, würde ich ihm einfach eine 3 geben. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, man könnte Müller in beide Richtungen anders bewerten. Man könnte ihn vielleicht auf eine 2 stellen, man könnte ihn auf eine 4 stellen. Je nachdem, was man so persönlich irgendwie von Müller seinem Spiel erwartet. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt, ähnlich wie beim Coman. Ja, wie die Zukunft aussieht. Weil nochmal, 3 Positionen für diese 8 Spieler, die hier sind. Und wie wir letzte Spiele gesehen haben, wenn Schuppo das hält, beziehungsweise Schuppo ist eigentlich Pflicht da vorne, wenn er fit ist. Allein nur wegen seinen Anspielen und den Ball halten und den Ball verteilen, was er wirklich sehr gut macht. Schon mal 1 raus. Musiala kannst du nicht rausnehmen. Musiala, so wie heute, auf die 6 oder 8 Stellen, völlige Verschwendung, wie wir gesehen haben, gehört einfach eine Position nach vorne. Das heißt, du hast schon 2 Positionen weg. Ja? Gut, dann haben wir noch 2 Positionen, nicht 3. Wir haben ja 4 natürlich. Dann haben wir noch 2 Außenspieler. Ja, da hast du aber einen Serge. Wenn er die Form hält, ist an ihn auch kein Vorbeikommen. Ja? Er ackert nach hinten, er ackert nach vorne. Mané ackert auch immer wie ein Wilder nach hinten. Hat nach vorne seine Qualitäten, dasselbe Leroy. Ja, da wird's dünn. Ja, da wird's echt dünn. Dann hast du noch einen Tell, wenn der reinkommt, macht er auch seine Hütten, wenn er Spielzeit kriegt. Klar hat Müller seine Qualitäten, klar hat ein King seine Qualitäten, die er heute auch ein bisschen gezeigt hat. Wenn wir den richtigen Gegner dafür haben, wird ein King uns sogar super gut tun, ja. Und wenn er dann, ich meine, so wie heute, wenn er von der rechten Seite kam, ist er viel mehr in die Mitte gezogen, was mir gut gefallen hat. Wenn er auf links steht, steht er halt einfach links außen. Ja. Das war's. Also da wird's schwer werden in Zukunft. Weil wir uns dadurch natürlich das Kombinationsspiel vorne nehmen. Ja? Wir haben teilweise Spiele gesehen mit einem Choupo, Musiala, einem Gnabry und einem Sané oder einem Mané. Was wir da vorne kombiniert haben, war einfach traumhaft, Alter.
Ja, wir haben die einfach auseinander gespielt. Ja. Und dann wird es schwer, wenn ich mir vorstelle, dann sollst du einen Spieler da einbauen, du verzichtest auf einen Kombinationsspieler und der steht nur links außen. Oder du haust da einen Müller rein, der die Bälle verstolpert und mit dem Kombinationsspiel gar nicht zurechtkommt. Schwierig. Klar, du wirst immer die Spieler haben, wo du die Spielertypen brauchen wirst. I don't know. Es wird sehr, sehr interessant zu sehen sein. Ja. Tell. Ja. Gucken wir uns den Tell an. Immerhin 347 Minuten ist leider sehr, sehr wenig. Trotzdem 4 Tore gemacht. Ja. Da gibt es kein Argument, ihn nicht reinzuwerfen. Sehr, sehr schade, dass er so wenig Spielzeit hat. Aber gerade, wir haben es gesehen. Guckt euch die Konkurrenz an. Ja. Was willst du da machen? Was willst du da machen? Dann hast du nur die Chance zu sagen, jo, es ist einer gerade müde, es hat einer gerade keine Form. Und Müller ist nicht auf der Bank, weil sonst bringst du natürlich erstmal Müller oder einen Coman. Ja? Das ist halt schwierig. Ja, dann zu sagen, ich schmeiß einen Tell da rein, wenn alle fit sind. Also, da bin ich noch sehr gespannt, ey. Ist natürlich super schade für ihn. Ich hätte mir halt gewünscht, dass er, gerade wo es nicht so lief, dass er vielleicht mal ein paar Spiele auf der klaren 9 gekriegt hat. Hat er am Anfang nicht. Da hat man es mit Mané versucht. Und dann sogar mit dem Gnabry und so eine Experimente mit Müller. Und das war halt komplett Banane. Da hätte man halt dem Tell einfach mal da die Chance geben sollen. Ne? Aber gut. Wird auch sehr interessant sein. Zumindest hat er selber gesagt, er ist zufrieden. Ja? Er ist jetzt nicht irgendwie unglücklich oder sowas. Das ist ja schon mal sehr gut. Und man kann nur hoffen, ja, dass der Nagelsmann ihm dann die Chancen gibt, wenn die anderen schwächeln sollten. Was teilweise ja schon der Fall war in dieser Saison. Teilweise hat er dann die Chancen nicht bekommen. Aber am Ende des Tages, ja, hat der Nagelsmann ja dann recht behalten. Zumindest wenn man uns die Form dann von Gnabry anguckt jetzt, die letzten Spiele. Also gibt es da wenig Argumente, die ich bringen kann, außer in den genannten Spielen dann halt. Ne? Ja. Gut, was würden wir da für eine Note geben? Wie gesagt, das muss man jetzt wieder anders sehen zu den anderen Spielern wie oben beim Stunny. Ich würde ihm auch eine 3 geben. Wenn er reinkommt, reißt er sich den Arsch auf, lässt sich nicht hängen, ist immer on fire, versucht alles, hat den gesunden Egoismus, versucht das Dribbling. Auch damit teilweise gesehen, was er für ein Talent hat. Und ja, ich hoffe, er hat die Geduld. Dieses Jahr und nächstes Jahr. Ich glaube auch nicht, dass er nächstes Jahr direkt irgendwie Stamm wird, es sei denn, er macht irgendwie den Megasprung, aber selbst dann weiß ich nicht, ob er die Chancen kriegt. Ich würde es mir natürlich wünschen, anstatt dass wir ihn da noch irgendeinen anderen Mittelstürmer vor die Nase setzen. Ja, muss man mal abwarten. Bin sehr gespannt, wie da die Entwicklung geht. I don't know. Musiala, ohne auf Statistiken zu gucken, ist für mich der Mann da vorne. Ich würde ihm einfach die Note 1 geben. Ja, da spielt auch mein persönliches, wie nennt man das? Vorliebe mit rein. Er macht mir einfach Spaß. Ja, ist einfach der Unterschiedsspieler aktuell. Wir sehen 12 Tore, 9 Vorlagen, beste Scorer in der Bundesliga. Hat noch nicht mal so viele Minuten gespielt, ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Für mich eigentlich unverzichtbar und vor allen Dingen das Wichtige, mega konstant und mega der Unterschiedsspieler bei uns, ja. Hatten Sané den Rang definitiv abgelaufen, ja, das muss man auch mal so sagen. Also ein Sané steht da oder auch ein Gnabry, kannst hier durchgehen, auch ein Müller. Ein Müller muss da hinten anstehen, ja. Also ich weiß nicht, wie Nagelsmann das sonst kommunizieren möchte, wenn er jetzt in der Rückrunde anfängt, Jamal auf die Bank zu setzen und Müller dafür auf die 10 zu stellen. Also, nee, geht gar nicht. Allein schon von der Spielweise her, es ist ein ganz anderes Spiel mit einem Jamal auf die 10. Ja, da sind wir auch wieder dann beim Thema Müller. Wohin mit ihm, Alter? Auf rechts ist er auch komplett verschenkt. Auf der 9. 9 kann er auch nicht gut spielen. Da ist auch ein Choupo davor. Also, schwierig. Der Müller wird es schwierig haben. Tut mir echt leid für ihn, aber es ist einfach so. Jamal muss spielen. Punkt. Wenn er fit ist, wenn er Form hat, gibt es keinen Weg an ihm vorbei. Ich denke auch, ja, es kann seine WM werden. Ja? Es kann seine WM werden. Also wenn Hansi ein bisschen schlau ist, wovon ich ausgehe, bin jetzt nicht so drin im Thema Nationalmannschaft. Ich weiß auch nicht, wie die letzten Aufstellungen waren oder sonst was. Aber wenn er schlau ist, nimmt er das formstarke FC Bayern Mittelfeld und fertig.
Also Gnabry in der Form, Musala, Kimmich und Goretzka, ja, und let's go. Und Goretzka, wenn er nach 45 Minuten platt ist, haust einen Gündogan rein. Was willst du mehr? Ja? Was willst du mehr? Hast einen eingespielten Haufen. I don't know. Aber interessiert mich nicht wirklich. Ja. Und ist nur meine Meinung. Interessieren tut mich das nicht, was die Nationalmannschaft macht. So, Trainerteam. Ja, Trainerteam wird am Erfolg gemessen. Von daher ganz klar eine Note 2. Ja, da gibt es eigentlich gar nichts zu diskutieren. Wir haben es gesehen, wir haben eine Niederlage in 25 Spielen. Also da ist eine 2 sogar schon einen Tacken zu schlecht. Dazu 4 Unentschieden, wovon 3 super unglücklich waren. Also, aber es gibt ein paar Sachen zu kritisieren und daher nur eine 2 und kein sehr gut. Auswechslungen. Ganz großes Thema. Obwohl ich sagen muss, es ist mittlerweile echt gut geworden. Ja, es war am Anfang, auch gerade bei diesen 4 schlechteren Spielen, da haben wir uns teilweise, wir haben es hingenommen. Ja, wir haben nicht ausgewechselt, wir haben nicht umgestellt, wir haben keine Taktik angepasst. Super nervig. Das muss man sagen, ist besser geworden. Viel, viel besser. Gerade die Auswechslung. Ja. Teilweise hat Nagelsmann halt auch mal zur Halbzeit ausgewechselt, wenn es wirklich schwach war, vom Goretzka oder sonst wem. Ja. Ich hoffe, das behält dabei. Er ist schon wieder ein bisschen weicher geworden, so die letzte Zeit. Liegt natürlich auch daran, dass die Erfolge dann wieder da waren. Aber es hat dann auch erstmal der hat den Druck gebraucht, der dann da war nach diesen 4 Spielen, dass er endlich mal gesagt hat, es geht jetzt nach Leistung. Ja. Und es wird knallhart aufgestellt. Und dann war auch erst der Zeitpunkt da, ja, wo so ein Gnabry die Kurve gekriegt hat und so der eine oder andere Spieler. Ne? Ich weiß nicht, ob die sich vorher so auf der Beliebtheit vom Trainer ausgeruht haben. I don't know. Deswegen ist halt immer, was ich sage, ja. Es geht gar nicht darum, jetzt, ob ich die Spieler mag, nicht mag. Es gibt keinen Spieler, den ich bei uns jetzt nicht mag. Ja, mal abgesehen von Bunazar. Das ist halt einfach eine Birne, aber ansonsten beurteile ich die Leistung. Ja? Und wenn die Leistungen scheiße sind in meinen Augen, gehören die Spieler nicht auf den Platz. Ob es ein Goretzka ist, ob es ein Kimmich ist, ob es der liebe Gott ist. Ja? Und ob es ein Müller ist, der die letzten 20 Jahre, was weiß ich, wie viel Erfolge und Verdienste für den Verein hat, spielt keine Rolle, wenn es darum geht, ein Spiel zu gewinnen und dann zählt die Leistung der Spieler, die auf dem Platz sind. Und wenn die Spieler dann scheiße sind, dann gehören sie ausgewechselt. Punkt. Oder wenn sie keine Form haben, gehören sie gar nicht erst aufgestellt. Punkt. Ja, guckt euch unseren Kader an. Und das ist ein Leistungssport und nicht wen mag ich am meisten, wen habe ich am meisten lieb Sport. Ja. Und ich hoffe, dass das sich der Nagelsmann beibehält. Es wird vonnöten sein, definitiv. Ja, und die andere Sache, taktisch gesehen, ja, teilweise vor dem Spiel zum Beispiel, 1, 2 Mannschaften hat er wirklich überrascht dann, dass wir ein bisschen anders gespielt haben. Das hat er wirklich gut gemacht. Wovon er halt ein bisschen weg ist, was einerseits ein bisschen schade ist, aber anscheinend unserer Mannschaft entgegenkommt. Wir spielen halt wieder 4-2-3-1 quasi, ja. Was wir seit 200 Jahren spielen. Ich fand es gar nicht so schlecht mit der Dreierkette letztes Jahr, muss ich sagen. Zum Ende hin war das echt ansehnlich. Aber wir interpretieren das 4-2-3-1 natürlich jetzt viel, viel anders, ja, als wie es noch mit Levi war, mit rein auf Außen kleben und Flanken reinschlagen. Das ist natürlich jetzt viel, viel besser, zum Ansehen zumindest, dass wir mehr durch die Mitte kombinieren, die Kombinationsspieler haben. Und nochmal, deswegen wird es Müller und Koman sehr schwer haben. Ja, nichtsdestotrotz fehlt mir so ein bisschen die Variabilität, ja, oder so wie heute auch oder auch in diesen 4 Spielen, ja, wo man gesehen hat, ja, es läuft einfach nicht, ja. Wir haben zwar Chancen, wir hatten aber auch in 2 Spielen recht wenig Chancen, wo man gesehen hat, es läuft einfach nicht. Da kamen halt keine Impulse. Der Stiefel wurde 90 Minuten durchgespielt. Und das sind dann Sachen, die ich nicht verstehe. Ich meine, man sieht ja dann, sagen wir mal, 60 Minuten spätestens, sieht man, entweder wo wir keine Chancen hatten, ja, wir müssen mal was umstellen. Ja? Da muss man mal was umstellen, muss man was anderes probieren. Das war halt wieder mehr über die Außen spielen, sonst was. Sei mal dahingestellt. Und ansonsten muss man halt auch sehen, ja, da ist jetzt ein Mane oder nehmen wir einen Gnabry, der hat jetzt 3 Chancen gehabt, hat nicht eine reingemacht. Da musst du ihn halt auswechseln. Alter, da musst du ihn auswechseln. Hau einen Tell da rein, der ist unbekümmert, Arsch lecken. Er kann es nicht schlechter machen und
3 Stück auch versieben. Ja, dann ist das so. Ja. Aber du kannst doch nicht den Stiefel durchspielen, wenn die Spieler keine Form haben. Also das, oder kein Glück an dem Tag. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ja. Punkt. Das muss sich verbessern. Es hat sich verbessert, definitiv die letzten Wochen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und ich hoffe, er wird dabei bleiben und das fällt nicht wieder so in diese alten Muster zurück. Ja. Dann steuert er auf eine Note 1 zu und dann ist auch alles möglich, auch in der Champions League. Ja. Dann mache ich mir keine Sorgen. Ja. Weil wir haben jetzt die Konkurrenz, die wir letztes Jahr nicht so im Kader hatten. Die haben wir jetzt. Ja. Guckt euch das vorne an. Wie gesagt, wir haben 8 Spieler für 4 Positionen. Und da ist jetzt keiner bei, wo du sagst, das ist eine Nulpe. Ja. Gut, du kannst sagen, der Mathis Tell ist noch ein bisschen unerfahren. Aber wie man gesehen hat, wenn er reinkommt, ackert der und macht auch seine Hütten. Ja. Und das bei der wenigen Spielzeit. Alle anderen sind über jeden Zweifel erhaben. Ja. Dasselbe auf den Positionen. Ja. Wir nehmen den in Stein gemeißelten, in Noah-Platten eingebetteten vom Gebetsberg mal raus. Das heißt, für eine Position haben wir 3 Spieler. Mit in der Hinterhand noch ein Paul Wanner. Ja. Und auch ein Sabitzer war mindestens auf dem Level vom Leon. Ja. Das ist natürlich ein bisschen anderer Spielertyp. Ryan hat es gar nicht hingekriegt, beziehungsweise hat nicht das Vertrauen gekriegt, meines Erachtens nach. Hat am Anfang eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt, hat auch die ersten Spiele, wo er ein bisschen Spielzeit gekriegt hat, sehr, sehr gut gespielt. Ich weiß nicht, warum man ihm da nicht mehr die Chancen gegeben hat. Fand ich ein bisschen schade. Wahrscheinlich, weil es zu offensiv war mit dem Kimmich dabei, weil Kimmich zu der Zeit auch viel, viel offensiver gespielt hat. Den Kimmich hat der Sabitzer richtig gut getan, weil der Sabitzer mehr die Drecksarbeit gemacht hatte. Ja, aber auch da ist die Konkurrenz da. In der Innenverteidigung, denke ich, brauchen wir auch nicht drum reden. Wir haben 3 Innenverteidiger, die auf Augenhöhe sind. Und auf so eine Augenhöhe, auf diesem Level und nicht auf diesem Level. Dazu ein Pavard, der Innenverteidiger spielen kann, der definitiv nicht im Winter wechseln wird. Im Sommer sieht das schon anders aus. Aus Außenverteidiger, ja gut, da haben wir ein bisschen Schwäche, aber ein Pavard spielt auch einen guten rechten Verteidiger, wenn er Lust hat. Haben wir natürlich sonst Mats Rui, der für mich gesetzt ist auf der Posi. Linke Seite haben wir Fonsi, der natürlich auch gesetzt ist, wenn er Form hat. Ansonsten hast du noch einen Luki, der die Posi auch gut spielen kann, natürlich eine Ecke defensiver. Dasselbe mit Mats Rui und Pavard. Pavard ist auch eine Ecke defensiver. Dann hast du nochmal, wenn es hart auf hart kommt, hast du noch einen Stunny hinten dran, ja, der es auch okay spielen kann. Ja. Also Konkurrenz ist völlig da im Kader und da muss man dann ausspielen. Ne? Wenn die Leute dann keine Form haben, da will ich ja auch gar nicht den Leuten ans Bein pissen oder sowas. Ich will ja auch nicht den Leon ans Bein pissen. Leon ist ein Top-Typ. Ja? Habe ich schon auf Bochum gemocht. Habe mich super gefreut, wo er dann zu uns kam. Ja, ist ein mega Spieler. Aber wenn er halt gerade keine Form hat oder ein schlechtes Spiel macht, ja, dann muss man das auch kritisieren können. Ja, und das tue ich halt. Genauso werden sie mit Lob überschüttet, wenn sie ein gutes oder ein sehr gutes Spiel machen. Das ist bei mir nicht typabhängig. Ja, Gnabry habe ich letzte Saison vielleicht ein bisschen zu sehr kritisch gesehen. Aber ich glaube, das habe ich mir diese Saison auch abgewöhnt. Ja, also ich denke, so viel Lob hat ein Gnabry noch nie gekriegt von mir wie diese Saison. Gut, das soll es gewesen sein. Mein kleiner Rückblick, meine kleine Einschätzung zu den Spielern. Ja, ich weiß, der eine oder andere sieht das ein bisschen anders, was völlig okay ist. Sollte ich irgendwo völlig daneben liegen, haut es mir gerne in die Kommentare. Natürlich könnt ihr mir auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das ist auch völlig okay, da sieht ja immer jeder ein bisschen anders. Ich denke, wir haben keinen im Kader, der irgendwie richtig schlecht war. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben viele gehabt, die auf normalem Niveau waren für das, was sie können. Wir haben welche im Kader gehabt, die überdurchschnittlich gut waren. Musala, auch ein Schupo ist übermäßig gut aktuell für das, was er sonst in seiner Karriere gezeigt hat. Wir haben Coman, der definitiv unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Wir haben Müller, der unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Wir haben Mané, der wahrscheinlich auch noch ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, denke ich, obwohl er sich wirklich reingehangen hat. Wir haben Gnabry, der mittlerweile auf seinen Möglichkeiten spielt, vorher auch unter seinen Möglichkeiten war. Leroy war eigentlich schon konstant auf seinen Möglichkeiten, obwohl da auch immer noch ein bisschen mehr geht, denke ich. Kimmich war auf jeden Fall auf einem sehr, sehr konstanten hohen Niveau, außer wenn es darum geht, mal wirklich so die 6 zu spielen. Das war teilweise schlecht. Leon spielt auf jeden Fall unter seinem Niveau noch,
was aber auch normal ist nach so einer Verletzung und so weiter. Sabi spielt auf jeden Fall auf seinem Niveau, ein gutes Niveau gehabt. Rein können wir leider relativ wenig beurteilen. Opa spielt ein sehr, sehr gutes Niveau, genau wie De Ligt und Luki. Da gibt es gar nichts zu meckern. Pavard spielt durchschnittlich, würde ich sagen. Mats Rui hat jetzt auch sein Niveau gefunden, denke ich. Stani, ja. Und Fonsi spielt auch ein bisschen schwankend aktuell. Ist aber auch noch ein junger Spieler, hat viele Kleinigkeiten, Verletzungen, Freundin verlassen und so ein Scheiß. Ihr kennt das alles, spielt da alles damit rein, wenn du noch so ein junger Bursche bist. Ja, also wir können frohen Mutes in die Rückrunde gucken, hoffe ich. Interessant wird sein, oder wovon wird es abhängen. Gerade auf Champions League gesehen, ich denke mal, in der Bundesliga können wir einiges kompensieren, auch mit jüngeren Spielern. Aber klar, wenn es dann zum Rückspiel oder zu den Spielen gegen Paris geht, ja, wird es davon abhängen, wer kommt von der WM Heide wieder. Ja? Und wer ist dann in Form? Das ist ja nochmal das andere Blatt. Habe ich ja schon gesagt, da wird es drauf ankommen, mental wird es schwierig sein, vielleicht auch körperlich. Je nachdem, ob man früh ausscheidet, ob man spät ausscheidet, ob man unglücklich ausscheidet und so weiter. Ihr kennt das alles. Ja? Fußball ist halt einfach zu 80% Kopfsache. Der Rest ist halt Fitness, dass man sich nicht verletzt. Ja? So ist es halt. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Hinrunde gesehen in allen Belangen. Gar keine Frage. Und wir können auf eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde gucken. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die sich hier die Hinrunde mein Geblabber angehört haben. Und ich hoffe, ihr seid auch in der Rückrunde dabei. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.